Schönen guten Abend an merci, dass ihr nicht angeschaltet seid hier bei der Aufschlusssendung von den BGL BNP Paribas Luxemburg Open. Ja, die Tradition ist schon eine Tradition, immer direkt vom Final gespielt. Das versammeln wir heute zusammen 4 kleine Bilan von der Tenniswoche zu machen. Und dafür sind wir auch froh, meinen Gast hier bei mir zu haben. Wir hören, es schon aufgeräumt hier, ja? Das ist vor als River. Wir schmengen, wir hatten ein gutes Final. Wir hatten 2 Spielerinnen, mit denen ich vielleicht am Anfang nicht gerechnet hätte, mit denen aber durch die Leistung an der ganzen Woche hier Platz in der Final absolut verdient hätte. Ja sicher schmengen sie bis du gesot mich ja schon lasse schmengen muss innerhalb von 2D de ganzen CK Sportcenter aufgebaut sind wie fir en Tro zurückzukommen wat Finale belangt Tomata hat ganze schon Anfang gerechen jigen huet geduert ha eventuell Angie Kerbo Petkovic me Monika Puig war jo awer gewusst dat huet Goldmedaille gewonnen dat en gut Spielgin tot ganz woch een extrems guten Tennis gespielt den zu go des Kelo an der Final net so 100 war méi natürlich fir mischt die gréessten Überraschung als Erwer Carina Witthöft, wenn mat dem het wahrscheinlich Javalo nach Ken am Ufang gerächert. Voilà, die 2 Spielerinnen Lomol gut beschrieben, méi fir der sehr hoch gesit oder wëst an der Final gelä was, hun mir klein Reportage gemacht, wo Dir noch gesinn, wéi gespielt gouf a wéi gewonnen hat. Die ganze Woche nicht sehr nervös, wusste die ganze Zeit eigentlich, was ich zu tun habe auf dem Platz und ja, daran habe ich mich dann auch immer mal erinnert, wenn es so ein bisschen in die Nervosität reinging, aber es hatte ich eigentlich wirklich sehr gut im Griff. I mean, when I was lying yesterday in my bed, I was thinking about this exactly, and yesterday then I was in the final and now I won the title and at match point down in the first match. It's crazy, but that's tennis. I mean, to close a match like this is always difficult, and I'm just happy that I won it in 2 sets, and not that I lost the second, and then in the third, it's gonna be tough. Yeah. Also wie ich schon sagte, dass ich eigentlich wirklich so wenig wie möglich sie lasse zu spielen, dass ich eigentlich die ganze Zeit versuche, auch wenn aus schwierigen Situationen eigentlich den Ball dann noch flach zu spielen und nicht, dass sie so stehende Bälle bekommt. Das ist mir gut gelungen heute, weil ich meine, sie spielt so schnell und so hart. Wenn man sie spielen lässt, dann wird es eng. And another goal is, I mean, I reached the 3rd round already 5 times at a Grand Slam, so it's another goal to maybe go to the 4th round or go further. Ja, also ich finde das Turnier super. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gespielt und man kann, wie gesagt, ich finde das Turnier super, es ist super organisiert, die Leute sind super nett, die Zuschauer sind unglaublich, immer gute Stimmung auf dem Platz draußen. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, wenn nichts dazwischen kommt, dass ich im nächsten Jahr wieder hier bin. Voilà, ganz emotional Bilder haben wir gesehen nur der Final. Monika Puig war natürlich ein bisschen traurig, matt gehabt war, weil es nicht durchgegangen ist. Mehr am Allgemeinen, aber ein Final, von denen werden wir noch lange weiter schwätzen. Also das Final hat ja nur 2 Sätze gedauert, aber die 2 Sätze so nicht auswärts gekämpft gehen. Also es war ein super flotte Match und natürlich noch gesehen, dass sie allen 2 wollten, aber Carina Witthöft hat einfach haut die Konstanz gehabt. Also es war einfach, hat die besseren Lauf für den Match auch zu gewinnen. Und bon, dann hat Monika dat ja dat war traurig, aber ich muss aber so wie ich de Check-in hun du werd aber ganz froh für die Sohn zu kreen, weil es ja sich immens ersetzt für sein Land an dat huet lo bisschen Manner traurig gemacht. Ja, ich meine, das ist ja auch schwer, wenn es wirklich ganz super spielt, eigentlich ein Angelique Kerber klappt, da kannst du an der Final, wo du denkst, du Carina Witthöft, das darf nicht den, und dann dreht das extrem stopp, das tut ja wirklich immer, das wird Malu gesagt, das tut wirklich immer einen Tick besser gespielt. Herr Präsident, du weißt bestimmt besser wie ich, es war immer die Linien just Gesicht. Und dann, ja, es war Menge Meinung nur, der nächste Satz war ziemlich machtlos, der zweite Satz war besser. Du hattest ein bisschen eine Antwort gefunden, aber bon, war bei uns auf Fall so, es war ein höchstklassisches Final. Ja. Also an die Spielerinnen verpflichtet. Weil das hat mich ein bisschen am Anfang von der Woche inquietiert hat. Ich kann mir vorstellen, dass es bei ihr immens unruhig ging, wenn ihr seht, am ersten Tour sind schon Teil von den gesagten Spielerinnen nicht mehr dabei, notamment
auch Nummer 1 gesagt, Kerber, wo ihn aber drauf gesagt hat, no der ganze Affaire, also Renka wird schon eine Teil war, da sind ja bestimmt Schweißperle gelaufen. Ja, vielleicht Schweißperle nicht, aber wir waren als nicht so ganz sicher, hauptsächlich auch Malu an nicht zusammen mit Malu Kleiner Armee, weil sich den ganzen Ticketing kümmert. Wir waren als gar nicht sicher, was heute ging geschehen. Als Teil voll, sie war stubelvoll. Was geschieht, kommen die Leute, wir nur mehr an der Final, und ich meine, wir konnten ja auch, das wir nicht vergessen, auch keine richtige Werbung machen. Es war ja so, dass wir am Anfang weder konnten den Azarenka immens verpflichten oder bewerben, man konnte kein Wildcard bewerben bis die letzte Woche, wenn man nicht wusste. Und da ging ich so, war am Anfang ein bisschen schwierig, war holperig, mir Dienstes hat Angelique Kerber gespielt, da waren wir schon stubelvoll. Also das, ich ging so, mir sind ganz gute Wäsche. Was lehrt ihn dann durch, also für das nächste Jahr? Für gut, nicht. Kann ich doch nicht machen. Du kannst nicht machen, außer zu den Lummer Exhibition, und ich meine, das machen wir nicht. Das heißt, den Faktor als Renka oder nicht wissen, wen ja. Schlussendlich ausgestellt wird, das ist nicht so wichtig. Nee, ich meine schon, dass es wichtig ist, wenn wir ja aber immer wollen, dass das aber ein bisschen als eher, wir wollen ja aber immer probieren, den allerbesten zu verpflichten, den wir bekriegen. Wir probieren ja immer einen Mix zu machen zwischen konfirmierte Spielerinnen, Neuspielerinnen wie Mareike, bitte auf seine nächsten Turnier. Wir probieren immer einen Mix zu machen, für mich ist es aber auch wichtig, immer Nimm zu holen. Und natürlich ist es mir flott, den Nimm, die kann 2 Minuten am 4 als Publikum machen, und da kommen sie auch. Wie den E-Charakter, Wildcard nicht, das ist nicht gut, das ist schlecht gelaufen, mit Lea, den aber vielleicht raus, da sind Läpper nicht noch Menschen, der soll hängen lassen, dass da war Ende gut alles gut ist. Ich kann noch dazu so, wir haben wirklich einen Mann gute Vierverkauf gehabt. Das hat man das schon quasi abgeholt, wie die super Stimmung war mit dem Matcher von Petkovic, Lisicki an Kerber, wo dann aber natürlich J. Kerber aber ganz klar aber innergegangen ist und Puig gewiesen hat, dass er das kann. Ich meine, das ist auch ein bisschen, sorry, das ist auch ein bisschen schon Südamerika, Puig war immer noch der Liebling von den Leuten, hatte ich die Impression. Ja, das ist ein bisschen so wirklich immensen, guten Publikumsattraktion waren, Leute waren froh mit dem, und das ist natürlich auch eine Chance für den Turnier, wenn die Funken so überspringen. Wenn den Dünstes zum Beispiel guckt, war das Zufall oder hast du eine Marketingstrategie, und ihr seht, wir sitzen die 3 Deutsch auf einen Abend, und dann machen wir wirklich an der Hoffnung, dass da wirklich Alge die Seite von der Musel kommen rüber, und das hat ja geklappt, weil auch Dünsch das Fatal ja eigentlich strubelvoll. Ja, das war strubelvoll, mit das nicht eine total Marketingstrategie, das ist schon so, dass die Spielerinnen Ball alle froh für Dienstes zu spielen. Weil ich ja meine Spielen, und du, da sind wir zwischen mir, der WTA und der Television, wo muss dann ein Arrangement von geben, wie wir das Planning machen. Und du warst aber der Meinung, da sollen wir sie wenigstens andere nehmen, weil eben für die Leute auch die Chance zu geben, die aus Deutschland kommen, nicht in Menge, sondern 5. Das war schon so, mit war gewusst, dass die 3 Deutsch gingen durchspielen. Voilà. Wir probieren einen perfekten Mix zu Spielerinnen zu kriegen, hat er gesagt. Wir hatten noch eine Lützeburger Spielerin dabei, die sich gut geschlagen hat, wie gesagt, den Herr Präsident dort Lichtung. Ich meine, man hat ja schon am Vierfeld auch mal nicht geschwärzt, wo die WTP und als Ruhegetreten ist, als Föderation gesagt, und haben wir gegen Eleonora Molinaro die Wildcard für die Qualifikation. An der guten Tradition, meine ich auch, mit die WTP, das schon mehr wie 20 Jahre möchte, für den Lützeburger 22 genau zu sehen. Für den Lützeburger Sport, also die Lützeburger Spielerin zu fördern. Ich meine, was Eleonora gegen kein No-Name gegen Wickmeier gewesen hat, das aller ihre Werte, schon den Match auch selber gesehen. 6-6 Stunde, der BMO wird 0-6 am Tiebreak kann, du hast 6-6 am Tiebreak zurückkommen. Also das ist Mädchen nicht gewesen, dass es Fortschritte gemacht hat, besonders nur seiner Blessur. Ich persönlich, und ich denke noch all die Leute, wenn da viel die hier waren, die können zufrieden sein mit dem Fortschritt von Eleonora, und ich meine, hat selber auch. Also das ist auf alle Fälle so, dass die Eleonora gewesen hat, was das kann, und das hat sich schon zurückgespiegelt an der Presse. Das hat ja eine immens gute Presse gekriegt, und es hat ja auch wirklich viele Leute, die es unterstützt haben. Also von mir aus, die wird nächstes Jahr direkt drin die Wildcard kriegen. Also ich ging so, du weißt, Claude, dass wir immer für die Lützeburger sind. Und ich meine noch, muss ich noch Progression gucken von Eleonora. Ich meine, du gesehen schon kein großes Problem für die zu machen. Das ist aber auch für halt ein Flotzar, für zu Lützeburg zu spielen, bei so einem höheren Turn war. Weil, der wir nicht vergessen, wir hatten eine Qualifikation, die war die Cup-Menge bei 270. War extremst, da war ein Beck dran, da war ein Wickmeier dran, das ist ein paar Montier rauskommen. Also da waren schon extremst Decknimm, die an der Quali schon waren. Dafür fand ich es schon ganz flott, wie man da... Und Eleonora hat ja selber gesagt, und sich als Heidi den Turner, wo und sich der Lützeburger Publikum an Ibrahim die rundherum, du hast gucken kommen, wie fortschritt er selber sehen. Ich fand die Approche war immens positiv. Ja, ganz
total also ich meine schon, dass man dat guten Team sinn der Welt mir. Absolut. Nef dem Tennis war wo großen Rahmenprogramm an dummer pure Reportage firbereet, die echt de an dem mal lo rakucken, da das Players Night. Pubilder vun der Players Night, ich mengen och do Spielerinnen gewissen, dass eng gut Stimmung war, an dass den viel at home, dass den doch gut drüber kommst. Ja, mir hatte wirklich das Jahr auch versicht, wie et wirklich an der Stimmung nach besser zu toppen, als wie man das schon so hatten. Und das ist gelungen. Also ich meine, es wären Überraschungseffekte, es wären ein kleinen Defilé, es wäre eine super Band. Also es wären flott Gäste, die mitgemacht haben. Und wir hatten wirklich eine Players Party wie noch nie, kann ich so sagen. Wie wichtig ist das? Viele Spielerinnen, da war auch relativ. Und ich meine, das ist auch, die mir am Komitee getroffen für die Players Party sonst zu machen. Da gibt die Spielerinnen dann noch die Möglichkeit für mitzumachen. Wie wichtig ist die Players Party für den Turner, für die Spieler, für den Status auch vielleicht vom Turner? Also ich meine, der Status für den Turner meine ich nicht, dass wir eine Privatparty. Aber ich meine, es sind zwei Sachen. Ich fand es ganz flott, wenn auch ihr das Last geht, so etwas möchte, weil wir haben aber auch ein Credo, das wir am Komitee haben, ist, dass wir alles benevolen, invitieren mit Conjoint auf die Players Party. Und ich fand noch, das soll auch sein, als Leute, das ist ein Team, die sollen noch den Abend dabei sein, die sollen amüsieren. Ich meine, das fördert den Teamgeist. Das ist eine Sache, wo man immer bestimmt recht gibt, die ein Teil davon ist, den zweiten Teil davon ist eben noch von Spielerinnen für ein bisschen auch mit den Sponsoren zusammen, Spielerinnen zusammen, das alles eben ein bisschen minor ist. Wir sind nun mal ein Turnier, wo die Feier klein sind, wo wir ganz nur drin sind und allem. Und das ist für mich einfach ein Teil, das gehört einfach dazu. Also die läuft durch ganz Welt für Spielerinnen zu rekrutieren, wen organisiert dann die Players Party? Macht ihr da doch oder du in Druck gesetzt? Nein, das machen wir eigentlich auch zusammen. Wir haben nicht den einen oder den anderen oder den anderen. Wir haben einen ganz guten Kollegen, den eine Marketingagentur oder eine Agentur in Deutschland, an die das eine Hand tun. Wenn wir da vorausgucken, gouf relativ viel an den letzten Monaten immer geschwadet, können eine Reform, können keine Reform, können eine große Reform. Lützeburg kriegt vielleicht eine Uwe oder ich warte nicht. Wo sind wir da drin, heute im Finaltag? Das ist eine ganz gute Frage. Ich kann auch dir eine ganz klare Antwort geben. Die Reform ist gestürzt gehen. Das ist Gott sei Dank für Lützeburg, weil die Idee, wie es am Anfang war, wo man den Sonderpreis von 1 Million abgeholt, das wäre relativ tricky gewesen für Lützeburg. So, das aber nicht nur für uns, das größte Problem war, für all die internationalen Turner und von der 33 und der 12. So dass die Steve Simon seine Reform nicht durchgeht wird. Das ist der Moment, dass es Status Quo nächstes Jahr, also vom 13. Oktober bis den 20. Oktober, selbe Kategorie, selbes System. War aber 2019, das kann schon nicht so, weil das wird Anfang des Jahres, so am März, immer dezidiert gehen, wo dann oder die anderen Reunionen noch sind, wie es weitergeht 2019, weil du wollen sie wahrscheinlich mal am Datum etwas anderes, du musst ihn bis nächstes Jahr werden. Für nächstes Jahr assurieren, das ist schon mal ganz wichtig.
Was seht Präsidentin? Ja, wir sind nächstes Jahr immer safe an Schmengen wir versuchen mindestens so flotten Turner zu kriegen wie das Jahr an die Jahre für drin. An motiviert sind wir alle gut und an wenn ich das Woche als Equipe die Tournoi gesehen habe, da kann ich nicht mehr so. Also wir sind mittlerweile 140 und das Plaisir mit jedem Einzelnen zu schaffen, keine Kroen, gut Ambiance, also voraus wunderbar gelaufen mit wunderbaren Benevolen. Ja, du kannst stimmen de mal recht gehen, weil ich meine andere Kulissen da braucht man nicht zu erzählen. Du hast ganz viele Probleme, die zu lesen geben Medizin am Anfang nicht viele Probleme, aber dachte sie viele Probleme geben, wir hatten immer auf alles eine Lesung an, eben wie man sieht, man da ist im ganzen Team, mir auch da muss ich sagen, als ganzen auch Büro, den den Team geriert, wo wir zwei dann noch dabei sind, also das geht Hand an Hand alles, also das ist einfach dort. War für mich ein ganz flott Woche mal, oder? Für mich auch. Mei an das woch flott war huet dat natürlich auch nach mam Rahmenprogramm zu den ich schon ugeschwart hun eng Zweetreportage de lofir schon als eng Initiativ vom Ministère de la Santé Schulzielt gesund Issen méi bewegen. Dat Thema a wat do gel was weis méi lo. Heiers de grossen sportliche Rendevous vum Joer gesondiessen an méi bewegen, der das dann Aktiun, die natürlich auch gene ha hinpasst, justes zu summen erbechte zu Sterne kommen. Ja, tatsächlich will mir von dieser Gelegenheit profitieren, für als Gimp zu stellen, da das eine Aktion, die wir interministerielle Plan machen, das Gesundheitsministerium, das Medikationsministerium, das Familienministerium und das Sportministerium. Und da geht es darum, für andere Schulen, bei den jungen Leuten, beim Grand Public, dafür Reklam zu machen, dass sie soll sich für seinen Körper interessieren, dass er soll Sport und gesunde Ernährung mit integrieren in sein Leben und dass er da wirklich Gewinner dabei ist, weil es geht nicht nur darum, für mehr zu gehen, es geht auch darum, für mehr gesund zu gehen, für mehr Lebensqualität zu haben, für überhaupt mehr vom Leben zu haben. Und da ist es wirklich wichtig, dass er sich mehr bewegt, dass er sich gesund ernährt. Das heißt nicht, dass er Genussmittel nicht mehr soll, mat abbannen met Techt awer vir allem, dat se solle bëssen op sech oppassen an die elementär Messagen vun gesonder Ernährung a vu méi Bewegung soll er se Liwen aflesen losse. An die Partnerschaft ass do fir eng ganz wichtig Partnerschaft hier reis, weil ha hummer lauter ganz aktiv Sportambassadeuren fir déi de Stellewert vum Sport nëmi mussssen a Beweis stalt ginn. An die Kombination Sport und gesunde Ernährung die Eis als Gesundheitsminister wirklich um Herz leid. Wann der lo mis beschreiben Dir zwee vielleicht wat Leiit solle machen fir sech méi gesund fir méi gesunde ze liewen, wat wären dann do ja wieder? Ich meine, ich fahre ziemlich gut. Ich ging mengen alles mit Moos. Es soll sich wirklich probieren zu bewegen. Natürlich, gut Essen gehört doch dazu, das ist einfach auch für mich wichtig. Mir alles mit Moos, wenn ich alles mit Moos möchte, ich meine, dann ist das schon gut. Dann soll ich wirklich probieren von alles Apps. Ich ging so, mein Motto wie alles mit Moos. Aber jetzt, wie gesagt, das da aus? Ich kann das nicht mehr unterstreichen. Das ist ganz wichtig, dass mit Moos viel geht. Dabei könnt noch, dass sich am idealen Fall all das soll ein bisschen bewegen, aber ob man 2 bis 3 Mal an der Woche, eine halbe Stunde, ein bisschen an die Schweiße kommen, das ist wichtig für den Körper. Dann ist auch rekommandiert, unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation, dass pro Tag 5 Portionen Obst und Gemüse soll essen. Bei einer Reis gesagt, das bringen wir nicht gerade immer fertig. Wir wollen ihn aber wie gesagt, Ginas von der Madame Mess, wenn ihn am Moos vielseitig sich ernährt, dann ist das ein ganz guter Approach. Und das ist ein bisschen dem Message, den wir auch den ganz Jungen schon gehen. Probiert ein bisschen von allem zu essen, probiert das Obst und Gemüse ein Bestandteil davon raus. Bewegt euch, wo ihr nicht mehr könnt, am idealen Fall all da. Also ich der ganz schönen Sport aus den passioniert, wie zum Beispiel den Tennis. So, Miss Handorova, what are your tips for a healthy life? I think first of all to love yourself, because if you're okay with yourself, I think everything else comes easier. And then obviously, taking care of your body as far as doing some sport activity, and obviously also eating the right food. Now you have your own brand. What do you sell?
I'm selling a healthy fruit bars, which are based basically on dried fruit, raw cacao, and then different tastes. But there is no added sugar. It's raw, organic, and it's super clean, super healthy, and just gives you that extra energy that you need during the day instead of maybe, you know, taking something unhealthy. It's something nice to have in your bag, and yeah, just putting the right stuff in your body. Wie viel Energie gëtt an iwwer hat ungefähr du so raggepumpelt, alles wat sportlich ass an alles wat sech aussersportlichem Ton ass, dat awer e riese Pack. Ich ging so dat sportlich als fir Mch runéischter Platz. An dann ging ich so dat rondëm geheiert, dat so gute VIP, so guten so Aktionen an dat ging ich awer so dat ass dann awer vielleicht 30%. Mit dat sportlich mir sinn den Tennisturn war mir sinn lo kein Restaurant kit as VIP dat zo geheiert. Dat soll auch flott eng Playersparty soll dat zo geheieren so Aktionune geheieren, dat zo iwwe wie mal gesott fir de Kontakt mat de Sponsoren, de Kontakt mat de Leiit, fir Meet and Greet. Wir sind op den Tournoi, méi das immer fir mcht dat sportlich war du nächster Stelle steht. An eng Spielerin, die zum Beispiel op so Meet and Greet muss goen, sind die verpflichtet so, dats dat immer Negoziatioun zwischen dem Tournoi an enger Spielerin. Ja. Und das hängt auch von verschiedenen Dealen auf, die mir eben hun mat Spielerinnen bei den engen as méi bei den anderen as Männer. Natürlich geht es tricky, wenn es de verschiedenen Spielerinnen für etwas vorgesehen ist und die verlieren dann an vorgesehen für Mittwochs. Da geht es tricky, weil da so ein Day, wenn sie verloren haben, ich fuhren loheim. Und also nicht, ja, wir haben aber etwas aufgemacht, was machen wir dann lo? Und dann kann es sein, dass ich halt auf um 12 Uhr nach meinem Manager muss schwätzen, weil wir ja aber auch dem Sponsor etwas versprochen haben. Weil ich auch verhandeln, wir gehen so unterstützt von Sponsoren von dem Staat Lützeburg, vom Staat, dass man aber auch so etwas rumgehen. Und da das heißt, du geht dann die Edukatrice mal durch und dann geht die en retraite los. Aber dann fand ich, da musste sie das anhalten, weil sonst könnte man nicht existieren. Das ist ja so, dass man da auch nach von der WTR Trackel Martin Hund, da als auch hilft Mediaperson von der WTR und das hat das ja wirklich einen mega Job gehabt. Das hat keine freie Minute, weil immer irgendetwas am Hintergrund gelaufen ist, für eine Spielerin zu rekrutieren oder auf den richtigen Platz zu holen, im richtigen Moment, und dass viele auch mal verloren gehen, weil es nicht so gegangen ist, wie mir es vielleicht wollte. Mit Trackel hat alles möglich gemacht. Ich meine, ich ging da so, alle hat man bestimmt recht, da steht ganz groß Wort am Vordergrund, das Flexibilität. Ganz viel Mercien si no der Final ausgedeelt, awer och fir allem hun Balkaner schon matkrit as se ein so bis Mëtternecht missen hai rundremläffen wat kann en sicher nach Balkaner, wo kann de schmellen, wat kann er interesseiert fir do mat ze machen? Also op eiser Facebook-Seite wettest ja schon en Opruf, op eiser Homepage wettest ja schon en Opruf fir Balkaner mir hun noch. Die Kanner, die man hun, die sind noch ganz gut gewircht. Man konnten da doch von der WTR extra gesucht, dass sie wunderbar erbig gemacht haben. Aber wir haben da nicht genug. Das heißt, ein Abruf, dass sie sich da nach mehr melden. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Wir haben es schon versucht, aber man muss nicht immer nach mehr auch ihnen anbieten, dass sie gesehen haben, dass sie an einem ganz flotten Ja, weil ich meine nicht, dass das Problem vielleicht, wir hatten so ein knapp 60, aber dadurch, dass wir kein Final Sonntag haben, verlieren wir einen Tag. Das heißt, da sind die Matches komprimiert von Montags bis Samstags und da gibt es teilweise, es war einmal 1:03, es war einmal 10:12, es war einmal 20:11, das ging extrem lang durch. Und da kann ich nicht mit den selben Equipe fahren, da kann ich nicht Kanner morgens um 10 Uhr kommen und die Kanner ofens nach dem Terrain laufen lassen. Und das beinhaltet, dass man effektiv mehr Kanner brauchen, wie man ginge brauchen, wenn man sonst ein Finale hätte, wo man all Tag da schön verständlich oder so fertig wären. Und da viel in die Lust, Balkan zu gehen, ob bei Facebook oder bei der Internetseite als willkommen. Du hast nicht hinzuzufügen. Ja, ich gehe auch so, da wir mal plus mal schon am Ende von unserer Sendung für das Jahr. Der Präsident, der kann vielleicht noch ein gut Schlusswort sagen. Ich meine, es war absolut Publizität für den Tournoi, es war Publizität für das Land. Und ich meine, als Event sind da einfach unumgänglich am Lützeburger Sportskalender. Und ich hoffe, dass das nach ganz vielen Jahren so wird sein. Aber sie da immer beruhigt, dass die Reform von der WTA da ein bisschen auf Eis liegt. Ja, also da kann ich dann, merci so für die Komplimente. Und ich meine, wir sind voll motiviert. Wir haben einen Kontrakt mit der WTA bis 2020. Und wir haben noch mit verschiedenen Sponsors schon so weit unterschrieben. Und ich ging so, wir fahren weiter mal über das also wir fahren weiter, aber in einer Form weiß man nicht genau, aber wir fahren weiter. Also da könnt ihr drauf zählen. Und wenn ich richtig verstanden habe, hast du mehr Zeit für den Tournoi.
ganz genau. Los man so schön Luftfleisch mit Zeit für mal immer Golf spielen. Maja, da sind ich. Merci, dass der nächste dabei wart und dann hoffe ich, dass wir es dann nächstes Jahr gesehen. An nächste Woche noch merci, dass er nur geguckt hat. Adi, gut.